Фразы для экзамена, в которых мы будем использовать повелительное наклонение императив. Мы сейчас будем проверять, насколько мы владеем повелительным наклонением. А в конце видео вас ждет небольшая проверочная работа. Желаю успехов! Поезжай на море. И здесь мы обращаемся к человеку, с которым мы на «ты». Fahr ans Meer. Fahr ans Meer. Ешь не так много. Iss nicht so viel. Iss nicht so viel. Возьми мою сумку. Nimm meine Tasche. Nimm meine Tasche. Ответь мне. Antworte mir. Antworte mir. Скажи мне свой адрес. Sag mir deine Adresse. Sag mir deine Adresse. Сходи вечером погулять. Geh am Abend spazieren. Geh am Abend spazieren. Не приходи домой поздно. Komm nach Hause nicht spät. Komm nach Hause nicht spät. Неси сам свой чемодан. Trag deinen Koffer selbst. Trag deinen Koffer selbst. Беги быстро. Lauf schnell. Lauf schnell. Покажи мне книги. Zeig mir die Bücher. Zeig mir die Bücher. Задай несколько вопросов. Stell einige Fragen. Stell einige Fragen. Останься здесь и жди. Bleib hier und warte. Bleib hier und warte. Спокойной ночи. Schlaf gut. Schlaf gut. Или дословно спи хорошо. Сходи к врачу. Geh zum Arzt. Geh zum Arzt.
Прочитай эту газету. Lies diese Zeitung. Lies diese Zeitung. Напиши много упражнений. Schreib viele Übungen. Schreib viele Übungen. Говори тихо. Sprich leise. Sprich leise. Дай мне свой перевод. Gib mir deine Übersetzung. Gib mir deine Übersetzung. Пообещай мне это. Versprich mir das. Versprich mir das. Забудь мои слова. Vergiss meine Worte. Vergiss meine Worte. И мы переходим к упражнению, в котором мы будем тренировать повелительное наклонение, когда обращаемся к людям, к нескольким людям, с которыми мы на «ты». Ответьте на вопросы. Antwortet auf alle Fragen. Antwortet auf alle Fragen. Прочитайте эту историю. Lest diese Geschichte. Lest diese Geschichte. Напишите это упражнение. Schreibt diese Übung. Schreibt diese Übung. Переведите текст. Übersetzt den Text. Übersetzt den Text. Учите правила дома. Lernt die Regel zu Hause. Lernt die Regel zu Hause. Найдите здесь ошибку. Findet hier einen Fehler. Findet hier einen Fehler. Порекомендуйте что-нибудь моему другу. Empfehlt etwas meinem Freund. Empfehlt etwas meinem Freund. Говорите на уроке только по-немецки. Sprecht im Unterricht nur Deutsch. Sprecht im Unterricht nur Deutsch.
Повторяйте эти темы регулярно. Wiederholt diese Themen regelmäßig. Wiederholt diese Themen regelmäßig. И мы переходим к следующему упражнению, в котором мы будем тренировать повелительное наклонение в ситуации, когда мы обращаемся к людям, чтобы сподвигнуть их на какое-то совместное действие. Например, давайте подождем наше такси. Warten wir auf unser Taxi. Warten wir auf unser Taxi. Давайте пойдем домой. Gehen wir nach Hause. Gehen wir nach Hause. Давайте не болтать на уроке. Plaudern wir in der Stunde nicht. Plaudern wir in der Stunde nicht. Давайте ответим точно. Antworten wir genau. Antworten wir genau. Давайте зададим несколько вопросов. Stellen wir einige Fragen. Stellen wir einige Fragen. Давайте поиграем в теннис. Spielen wir Tennis. Spielen wir Tennis. Давайте сходим сегодня вечером в театр. Gehen wir heute Abend ins Theater. Gehen wir heute Abend ins Theater. Давайте пойдем завтра в университет. Gehen wir morgen in die Uni. Gehen wir morgen in die Uni. Давайте переведем этот текст. Übersetzen wir diesen Text. Übersetzen wir diesen Text. Давайте купим эту машину. Kaufen wir dieses Auto. Kaufen wir dieses Auto. Давайте поможем маме в домашнем хозяйстве. Helfen wir der Mutter im Haushalt. Helfen wir der Mutter im Haushalt. Давайте расскажем коллегам о нашем отпуске. Erzählen wir den Kollegen über unseren Urlaub. Erzählen wir den Kollegen über unseren Urlaub.
Давайте нарисуем эту модель. Zeichnen wir dieses Modell. Zeichnen wir dieses Modell. Давайте не будем есть в читальном зале. Essen wir im Lesesaal nicht. Essen wir im Lesesaal nicht. Давайте останемся сегодня вечером дома. Bleiben wir heute Abend zu Hause. Bleiben wir heute Abend zu Hause. И следующее упражнение, где мы будем тренировать повелительное наклонение в вежливой форме. Итак, приходите на работу вовремя. Нам нужно обратиться к человеку, с которым мы на «вы». Kommen Sie pünktlich zur Arbeit. Kommen Sie pünktlich zur Arbeit. Дайте мне еще кусок пирога. Geben Sie mir noch ein Stück Kuchen. Geben Sie mir noch ein Stück Kuchen. Поезжайте не так быстро. Fahren Sie nicht so schnell. Fahren Sie nicht so schnell. Сидите не так много за компьютером. Sitzen Sie nicht so viel am Computer. Sitzen Sie nicht so viel am Computer. Откройте дверь и оставьте посетителей в комнате. Öffnen Sie die Tür und lassen Sie die Besucher ins Zimmer. Öffnen Sie die Tür und lassen Sie die Besucher ins Zimmer. Купите эту машину. Kaufen Sie dieses Auto. Kaufen Sie dieses Auto. Переведите это письмо. Übersetzen Sie diesen Brief. Übersetzen Sie diesen Brief. Ответьте на все вопросы. Antworten Sie auf alle Fragen. Antworten Sie auf alle Fragen. Занесите мои чемоданы в отель. Tragen Sie meine Koffer ins Hotel. Tragen Sie meine Koffer ins Hotel. Не ешьте так много. Essen Sie nicht so viel. Essen Sie nicht so viel. Говорите медленно.
Sprechen Sie langsam. Sprechen Sie langsam. Напишите свой номер телефона. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer. Возьмите еще чашку чая. Nehmen Sie noch eine Tasse Tee. Nehmen Sie noch eine Tasse Tee. Прочитайте задание внимательно. Lesen Sie die Aufgabe aufmerksam. Lesen Sie die Aufgabe aufmerksam. Не забудьте о своем обещании. Vergessen Sie Ihr Versprechen nicht. Vergessen Sie Ihr Versprechen nicht. Помогите мне в переводе. Helfen Sie mir beim Übersetzen. Helfen Sie mir beim Übersetzen. Расскажите мне свою новость. Erzählen Sie mir Ihre Neuigkeit. Erzählen Sie mir Ihre Neuigkeit. Останьтесь сегодня вечером дома. Bleiben Sie heute Abend zu Hause. Bleiben Sie heute Abend zu Hause. Задайте несколько вопросов. Stellen Sie einige Fragen. Stellen Sie einige Fragen. Выпейте бокал вина. Trinken Sie ein Glas Wein. Trinken Sie ein Glas Wein. Приходи вечером. Komm am Abend. Komm am Abend. Поезжай домой. Fahr nach Hause. Fahr nach Hause. Помогите мне, пожалуйста. Здесь нам нужно использовать вежливую форму. Helfen Sie mir bitte. Helfen Sie mir bitte. Прочитай и переведи этот текст. Lies und übersetz diesen Text. Lies und übersetz diesen Text. Прочитайте предложение еще раз. Обращение вежливо. Lesen Sie den Satz noch einmal. Lesen Sie den Satz noch einmal. Возьми свой ключ. Nimm deinen Schlüssel.
Nimm deinen Schlüssel. Не забудь свой учебник. Vergiss dein Lehrbuch nicht. Vergiss dein Lehrbuch nicht. Принесите завтра ваши тетради. Обращение ко многим лицам, с которыми мы на «ты». Bringt morgen eure Hefte. Bringt morgen eure Hefte. Покажи свой подарок. Zeig dein Geschenk. Zeig dein Geschenk. У вас есть время сегодня вечером? Тогда навестите бабушку с дедушкой. Обращаемся к нескольким людям, с которыми мы на «ты». Habt ihr heute Abend Zeit? Dann besucht die Großeltern. Habt ihr heute Abend Zeit? Dann besucht die Großeltern. Каждый день делайте домашнюю работу и повторяйте все слова. Обращаемся к людям, с которыми мы на «ты». Mach die Hausaufgabe jeden Tag und wiederholt alle Wörter. Macht die Hausaufgabe jeden Tag und wiederholt alle Wörter. Дай мне деньги. Gib mir das Geld. Gib mir das Geld. Учитель говорит, не делайте ошибок. Пишите правильно, читайте громко. И здесь мы будем использовать вежливую форму. Der Lehrer sagt, machen Sie keine Fehler. Schreiben Sie richtig. Lesen Sie laut. Der Lehrer sagt, machen Sie keine Fehler. Schreiben Sie richtig. Lesen Sie laut. И еще одно упражнение, в котором мы будем тренировать повелительное наклонение, используя глагол sein, быть. И такой пример. Не будь таким наивным. Sei nicht so naiv. Sei nicht so naiv. Будьте так любезны, откройте, пожалуйста, окно. Seien Sie so nett, öffnen Sie bitte das Fenster. Seien Sie so nett, öffnen Sie bitte das Fenster. Будь так любезен, помоги мне. Sei so nett, hilf mir. Sei so nett, hilf mir. Будьте внимательны, ничего не забудьте. И мы обращаемся к людям, с которыми мы на «ты», например, к детям. Seid aufmerksam, vergesst nichts. Seid aufmerksam, vergesst nichts.
Будь любезен, отнеси мой чемодан. Sei so nett, trag meinen Koffer. Sei so nett, trag meinen Koffer. Господин Мюллер, будьте утром в офисе. Herr Müller, seien Sie im Büro am Morgen. Herr Müller, seien Sie im Büro am Morgen. Давайте не будем так грустить. Seien wir nicht so traurig. Seien wir nicht so traurig. Будь вежлив. Sei höflich. Sei höflich. Не будь таким ленивым. Sei nicht so faul. Sei nicht so faul. Дети, будьте дружелюбны. Kinder, seid freundlich. Kinder, seid freundlich. Будь дома в 10 часов. Sei zu Hause um 10 Uhr. Sei zu Hause um 10 Uhr.